Guten Morgen alle Goeten. Ich stelle mich kurz vor. Ich bin den Dürr Theo. Ich habe Frieden ein bisschen zusammengerufen. Aber vor allem will ich jedem Merci sagen, den heute hier präsent ist. Ich bin hoffentlich zu sehen, dass der aber so zahlreich ihr mobilisiert gekriegt hat. Ich als Infirmierstudent habe mir so etwas nicht vorgestellt gehabt, wo ich 100 Mengen Bildschirme die Petition lanciert habe. Als Petitionär und Initiateur von dem Ganzen war es mir wichtig, alle Assoziationen, die heute präsent ist, zusammenzubringen. Dass wir zusammen dieselbe Meinung vertreten und eine enge Kollaboration auch für die Zukunft aufbauen. Meine Petition für die Infirmiersformation gilt als erster Schritt von vielen, die wir heute zusammen gehen für die kohärente Reform der Gesundheitsberufe. Merci an allen Assoziationen und Gewerkschaften, die das möglich gemacht haben. Und an Mengen an, als das so wird soll sein, wenn ihnen sich alle zusammen für ein Ziel ersetzt. Weil just zusammen ist sie stark. Merci an alle Götter. Kolleginnen und Kollegen, wir sind heute zu 500. Wir stehen heute zusammen, weil es geht um die Zukunft von unseren Berufen. Um unsere Zukunft. Um die Zukunft von unserem Sektor. Wir waren überrascht, für die Feine auszudrücken, wo als Regierung den 3. Mai aus heiterem Himmel ein fertiges Projekt zu der Ausbildung von den Gesundheitsberufen auf den Tisch gelegt wird. Es gilt heute zu verhindern, dass wir mit diesem Projekt eine wichtige Chance verpassen, für unsere Berufe die Attraktivität zu geben, die sie verdient tun. In keinem anderen Kontext könnte die heutige Diskussion mehr wichtig sein, wie an einer Pandemie. Seit über einem Jahr sind wir gefordert, erweisen vollen Ersatz. Das trotz Personalmangel und enormem Druck an den Häusern, auf den wir also schon seit Jahren aufmerksam machen. Immer sind das Probleme von offizieller Seite kleingeschwart gehen. Das letzte Jahr wurde uns allerdings gewiesen, dass es nicht 5-4, mehr 5-12 war. Wir haben nicht immer gesagt, EW für als Beruf mehr attraktiv zu gestalten, muss eine Reform von der Ausbildung sein. Die gemeint, als Regierung hat das verstanden. Aber auch wenn dieser späte Geistesblitz auf den ersten Blick begrüßenswert war, so hat es allerdings an der Umsetzung von 4 bis heute gehapert. Es gab keinen Sozialdialog. Dementsprechend muss ich heute feststellen, dass das Resultat heute total langes Ziel schießt. Kolleginnen und Kollegen, sämtliche Akteure vom Terrain, die heute auf der Straße stehen, sind am Vierfeld nicht gehört gehen. Sie sind für eine faire accompli gestaltet gehen. Sie kruten mit diesem Projekt, den heute im Tischleit von oben Ruf diktiert, für ihre Zukunft und Zukunft von ihren Berufen an der Ausbildung wird ausgesehen. Wie oft zu mir gesagt, dass so eine Diskussion nicht mehr mit uns stattfinden kann. So eine Reform kann nicht mehr greifen, wenn sie auf einem kohärenten Modell fußt. Ein offenes Modell, den horizontal und vertikal Passerelle schafft, den der Wechsel von enger Formation auf eine andere so einfach wie möglich gestaltet. Ein Modell, das berufsbegleitend ist. Stattdessen, als es hier an zu einer totalen Chaosreform kommt. Kolleginnen und Kollegen, an 3 wesentlichen Punkten aus diesem Projekt Holzvieh. Sämtliche Akteure im Terrain haben gewarnt, dass es nur der Reform nicht zu mehr Klasse von Infirmier kommen darf. Wir sollen in der Praxis ein Infirmier mit einem BTS, mit einem Bachelor und sogar mit einem Bachelor Plus, weil auch immer da ist, mit derselben Attributionen nicht schaffen. Wie soll das im Bett vom Patienten ausgesehen? BTS-Ausbildung soll reformiert gehen. Das heißt abgewehrt. Und nicht in der aller Form beibehalten gehen.
Wir fordern die Aufschaffung von diesem Affirmingsdiplom zugunsten von der neu geschaffenen Bachelor-Ausbildung. Nimmen so kann ich von Reform und von mehr Attraktivität schwätzen. Kolleginnen und Kollegen, darüber hinaus muss so ein Ausbildungsmodell alle Berufe, die am Sektor präsent sind, umfassen. Es bleibt weiterhin unklar, wie eine Abwertung von den anderen Berufsgruppen, wie der Med soziofamilial, der Med soignant oder der Auxiliaire de vie wird ausgesehen, aber wie die Heimkammer da gebaut gehen. Auch heute gesagt, das aktuelle Projekt ist weder eine Abwertung noch eine Reform, mehr just gebastelt. Wir sagen, es muss eine konkrete, eine kohärente Abwertung von allen Berufen stattfinden. Die Attributionen müssen neu definiert gehen, an ihr Platz an der Gesundheitslandschaft zu Lützeburg aufgesichert gehen. Auch die Ausbildung von der Firma spezialisieren, die eigentlich auf der von der Firma abbaut, soll mit dieser gleichgestellt gehen. Gerade an diesen Berufen haben wir das größte Problem noch zu finden. Den heutigen Projekt wird nach meiner Junker motivieren, den Sprung vom Infirmier auf die Spezialität zu machen. Auch hier als Chance verpasst gehen, die neu geschaffenen Ausbildungen attraktiv zu gestalten. Den Infirmier Spezialisé muss nun ein Bologna-Modell auf der Bachelor-Ausbildung vom Infirmier aufbauen und diese Testpunkten zur Summe gerechnet gehen, so dass ihr noch auf Masterniveau könnt. Gerade an Zeiten von einer sanitären Krise, wo wir mehr wie je angewiesen sind auf eine gut funktionierende Gesundheitsversorgung, wo wir sowieso schon eine Penurie de Main-d'œuvre haben an all diese Berufe, sind wir der Meinung, dass dieses Projekt muss vom Tisch geholt gehen. Es muss dringend mit Arbeitsbeziehung von allen Akteuren eine qualitativ hochwertige Reform ausgeschafft gehen. Wir sind froh, als Syndikat Gesundheit und Sozialwesen von MGBL, den Theo heute zu unterstützen. Das ist ein Sujet, den uns alle gut betrifft. Die Jungen, die das Beruf wollen lernen, Profen, die sie enseignieren, Gesundheitsberufe, die Terrain schaffen, an die Organisationen und Gewerkschaften, wo sie vertreten sind. Ja, sogar eine ganze Gesellschaft, die Haut- oder Murka-Patient sind, und selber betroffen sind von einer guten Pflege. Du wennst du mir, eine kohärente Reform kann nicht mehr im Dialog mit uns stattfinden. Weil kein Platz ist für uns im Tisch, da bringen wir unseren Stuhl selber mit. So nicht vielmals mehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studentinnen und Studenten, liebe Familienmitglieder. Wir sind froh, dass heute wirklich so viele Leute hier in der Chambre vertreten sind. Das weist, wie wichtig das Thema ist und das weist, dass ein Theo mit seiner Petition um richtige Weg steht. Das ist essentiell, dass die Formation endlich reformiert wird. Aber es geht nicht durch, dass die Formation einfach so in eine Richtung geht, wo ich nicht weiß, wo die hingeht. Die Formation an den Beruf muss endlich zu einer Einheit zusammenschmelzen. Das ist der essentielle Punkt. Ein gut an eine Situation angepasste Formation muss sein, aber kein Wildwuchs von vielen Ausbildungswegen, den jeder nach just durchnehmen möchte. Dafür ist es wichtig, dass die Attributionen, Kompetenzen und Zuständigkeiten von den Gesundheits- und den Pflegeberufen neu definiert werden. Nicht nur die Ausbildung, aber auch Berufsleben muss attraktiv bleiben. Es gibt nichts mehr Frustrantes, wie wenn man gut formiert ist. Und da kann in seiner Vokation, seinem Beruf nicht mehr nachgehen und es kann in seiner Arbeit beim Patient und Bett, respektive beim Beneficiären, nicht ordentlich machen. Dafür
Den LCGB setzt sich an für eine kohärente Reform von Formation und von Beruf. Merci für den Auftritt. Merci. Lieber gut, dann ich habe wirklich nicht mehr viel dazu zu fügen. Also, oh Mom. Lieber gut, dann also das war toll gesagt, das spricht mir aus dem Herzen. Schon nicht mehr viel dazu zu fügen. Heute geht es an der Chambre eine Petition zum Bachelor für die Firma debattiert. Und das ist ein erster wichtiger Schritt, für den sich Daniel seit langem mal gesagt hat, an die Reform von den Pflegeberufen, die wirklich notwendig ist. Wir haben alle Parteien gesehen, die an der Chambre vertreten sind. Wir haben die konzernierten Ministerin, also gute Premier gesehen. Anfang Mai wurde der Bachelor für die Firma proposiert und nun können die sich fragen, für was organisiert die Firmenassoziation mit den anderen Berufsverbänden, Organisationen und den Gewerkschaften der PIKE. War für uns durch kein Platz, ist, da bringen wir also Stuhl mit. Aber weil die proposierte Umsetzung von der Reform trotz allem Punkten enthält, gehen die mir all die anderen Akteure sich ganz klar beim Edukations- und Hilfsminister ausgeschwart haben. Das ist nicht von heute auf morgen umsetzbar, das ist klar. Wir brauchen du wenigstens ein kurz- und langfristiges Organigramm, ein kohärentes Modell, für das diese Reform keine politische Lösung bleibt, mir auch wirklich dem Patienten und den Leuten Umwelt etwas bringt. Wir verstehen nicht, wie die Kommission interministeriell auf das Propos überhaupt kommt. Wir fordern du wenigstens, dass Rapporten mal abgelöst gehen und auch, wen du überhaupt konsultiert wird. An der Kommission interministeriell soll es kein von uns alle gehen um das. An Dach muss uns wie respektiert gehen. Aber wir, um das keinen Platz haben, da bringen wir eben unsere Stuhl mit und wir invitieren uns selber. Aber wenn es muss sein, haut bis wir in die Chambre. Merci. Lieber alle Guten, also aus ein Jahr vor mehr als 20 Jahren, das ist leider kein Witz mehr, eine traurige Realität, einen kohärenten Aufbau von der Formation am Gesundheitssektor. Ich muss betonen, dass wir schon über 20 Jahre auf einem neuen Gebäude an der Stadt werden, wo die meisten Firmen und Firmen ausgebildet sind. Auch das schwätzt wieder von unserer Regierung, die keinen Respekt weisen. 20 Jahre für ein neues Gebäude. Wir machen als Best sind 20 Jahre für eine Formation aufzustellen, die dem Terrain Infirmieren und Infirmieren und noch spezialisierte Infirmieren in 2 Jahren bringt denen effektiv den heutigen Gegebenheiten hier besten Terrain probieren zu machen. Mit diesen Konditionen ist das schwer. Als Enseignant sind wir über die Presse an der Kommuniqué von der Regierung über die Zukunft von den Formationen, die wir alltag ausbilden, informiert gehen. Ein 3-Klassen-System für den Infirmiersberuf heute zu Lützeburg, das ist gebastelt à la sauce luxembourgeoise. Das fand er an keinem anderen Land. Die Reform, die am Moment da leidet, bedeutet ein Formationschaos, an dem sich weder Studenten noch Enseignants rumfahren werden. Wo ist der Unterschied an den Formationsprogrammen? Wie soll das im Terrain klappen mit 3 Sorten Kategorien von Infirmieren? Und wo sind Personalressourcen? Aktuell sind schon nicht genug Profen da, für die leider wenig auszubilden, die in diesen Beruf wählen wollen. Wie soll das in Zukunft gehen, wenn wir 3 Formationen gleichzeitig sollen ausbilden? Wie soll die Orientation klappen bei den Schülern und Studenten, bei dem Gewulz, was durch diese Reform produziert wird? Wir fordern also eine einzige, kohärente Ausbildung für den Infirmier auf Bachelor-Niveau. Also wie den Theo sagt, der Bachelor ist sonst nicht für den Infirmier und für den Infirmier. Wir fordern Spezialisationen an Tierwandsformation auf Masterniveau, also sonst nicht. Wir fordern die Aufschaffung vom BTS-Diplom für den Infirmier, und zwar ab 2024. Das ist wichtig, dass du ein Schlussdatum unter die Formation können und dass die Leute, die den machen, direkt Perspektive kriegen für den Bachelor können, weiterzumachen.
An allze Summe fordern wir eine kohärente Reform an net so gewollt von allen Ausbildungen aus dem Gesundheitssektor. Auch den E2er muss op de lechte Hall gehen. Eng E soziofamilial muss als Gesundheitsberuf vielleicht herbeigeholt gehen. Es ist wichtig, dass die Attributionen überguckt gehen von allen Gesundheitsberufen an etwas Kohärentes formiert wird. Das wird mehr als erlebt unter Transformation vom LTPS. Den LTPS besteht noch 25 Jahre. Lycée-Technik geht nicht mehr an der Terminologie. Und dafür ist es wichtig, dass man den Namen endlich ändern, für die Attraktivität an die Lut zu setzen, und für dem Ganzen einen anderen Kader zu gehen. Den LTPS soll zur École Nationale pour Profession de Santé du Luxembourg, ENPSL, sich weiterentwickeln. A ganz enger Kollaboration mit der Universität de Luxembourg sollen die neue Formationen ausgeschafft gehen. All zusammen für eine kohärente Reform.